Oft schafft man an der Paläontologie mit winzig kleine Fossilien, sogenannte Mikrofossilien. Für was man ja ganz einfach, der göttet da ganz viel, finden so viele Plätze und brauchen dann nicht immens viel, wir können viel Informationen rausziehen. Hier haben wir aber auch die Chance, dass wir Fossilien sichern können, die zu den größten Tieren gelebt haben, zu den größten Tieren gehören, die jemals gelebt haben. Und hier stehen wir bei einem von den letzten Tieren, was an den Museum gekommen ist, als neues Element. Und das ist ein Meeresreptil, das am Mitteljura gelebt hat, sogenannte Pliosaurier. Das ist der Cousin übrigens vom Plesiosaurier, den wir früher gesehen haben. Und der Pliosaurier der war so groß, dass man just Platz hatte für den Kopf am Museum. Wir haben hier den Originalfossil vom Innerkiefer, das heißt just den heutigen Teil. Und der gibt uns eben Abschluss darüber, wie der ausgesehen hat, wie groß es war. Und wir können effektiv sagen, das war ein Meeresreptil, das rund 8 Meter lang war. Und ihr könnt euch vorstellen, das war das größte Tier, das größte Raubtier, das zu der Zeit gelebt hat. Das war aus sich unterstützt von der Nahrungskette, wenn ihr so wollt. Das war der weiße Hai damals. Oder so wie heute an der Savanne der Leif, den unterstützt von allem steht. Und du wennst natürlich auch besonders selten das. Die Tiere, die helfen uns, für zu kommunizieren. Das sind die Tiere, die Wissenschaftskommunikation mehr einfach machen. Ganz einfach, weil die Tiere dort die begeistern für ihn. Nicht nur Paläontologen, aber wenn ihr so in der gesagt dann denkt ihr, wow, was tun da große Tiere gelebt. Und dann plus nach Hai an dieser Gegend, das sind die, die knapp an der französischen Grenzfront gehen, alle Ramenker von Amateurpaläontologen. Und das ist am Museum gelandet, gouf hier in der Sicht, gouf hier als eine neue Tierenzucht beschrieben, und seit kurzem eben als ein neues Tier ausgestellt. Die Großtiere sind natürlich der spektakuläre Teil von der Vielfalt, aber sie sind aber genauso wie die ganz kleinen, also aktuell natürlich relevant, die winzig kleinen Lebewesen, wenn man das so kann nennen, wie die Viren. Coronavirus ist auch ein Teil von der ganzen Vielfalt draußen. Er gehört genauso wie die größten Tiere zu dem großen Ganzen, zu dem wir auch gehören. Und da ist es an der Paläontologie wichtig, dass man sowohl die Großtiere wie auch die ganz kleinen als Großganz versteht und gesagt, wie hängen sie zusammen, wie haben sie sich mit denen entwickelt, wie haben sie sich teilweise auch gegen denen entwickelt, und wie kann man das als Großganz besser verstehen.